Und wie kommt es jetzt, dass Sie als ja eigentlich Engländer sich so den bayerischen Wortschatz dann verschrieben haben? Ich habe in Regensburg studiert und mich hat es interessiert. Damals, wenn man in Regensburg studiert hat, die Studenten waren alle aus Niederbayern, aus der Oberpfalz. Mit denen so richtig zu reden, musste man das ja quasi lernen, sich aneignen. Ja, und da gab es Lehrveranstaltungen, die ich besucht habe, und da habe ich mich immer stärker spezialisiert. Aber konnten Sie schon Deutsch dann, als Sie nach Deutschland kamen? Ja. Das haben Sie also in England gelernt. Ich habe in England Deutsch studiert, da muss man ein Jahr in einem deutschsprachigen Land verbringen. Das habe ich eben in Regensburg damals verbracht. Ja. Okay. An der Uni. Und bin dann geblieben. Ich begrüße Sie in die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Das ist hier die Arbeitsstelle Bayerisches Wörterbuch. Wir erstellen ein Dialektwörterbuch von Altbayern. Es gibt schon so ein Wörterbuch von Johann Andreas Schmeller aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob der Name schon gefallen ist. Bayern waren die Ersten, die so ein Wörterbuch hatten, und dieser Schmeller, das war eine Tradition, die er begründet hat. So sind die Bayern auch wieder die Letzten. Das ist hier Band 1, angefangen 1995, des neuen bayerischen Wörterbuchs, A bis Bazi. Es wird in Eggenfelden keine Bazi geben vielleicht, aber in München gibt es die. Und Band 2 geht dann bis Ende des Buchstabens B. Wir arbeiten jetzt schon an Wörtern mit D wie da, oder schreibt der Kollegin jetzt gerade Tag, das geht mit T an, aber T und D, B und P werden zusammengefasst. Also unser Alltag ist Dialektwörter behandeln und in einem Wörterbuch zusammenfassen. Da gibt es fürs Bayerische eine Reihe von bayerischen Kennwörtern. Wörter, die es nur in den bayerischen Dialekten gibt, aber da hauptsächlich. In der Liste habe ich da mit dem Irrtum, dem Finster gesehen, Dienstag und Donnerstag. Das sind so typisch bayerische Wörter, die kommen nur in Altbayern und Österreich vor und sonst nirgends. Also in Südtirol oder in Niederösterreich kann man genauso gut Irrte sagen wie in Altbayern, aber nicht in Franken oder Schwaben, die haben andere Wörter. Und dann ist es natürlich so, dass in deutschen Dialekten viele Wörter einfach weit verbreitet sind. Also Borzen für ein Wirtshaus kommt in verschiedenen Lautformen eigentlich also ich schätze, dass die in Oberfichtach vielleicht auch Beutzen sagen dazu oder Beutz. Im Schwäbischen heißt er Beitz, aber das gleiche Wort eigentlich. Und wissen Sie, woher das Wort Schamsterer kommt? Ja, das ist wienerisch eigentlich. Das ist der Mann, der andauernd gehorsamster Diener sagt, vielleicht mit Vorliebe zu den Damen, denen er nicht unbedingt vorhat, gehorsamst zu dienen. Und das ist so, so stark zusammengezogen aus gehorsamster, kommt dann der Schamsterer. Und einer, der das immer sagt, gehorsamster Diener, der wird dann auch noch als Schamsterer, also was ist ein Weiberheld oder letztlich dann vielleicht abgeschwächt, einfach der Freund. Ne? So wie oder Liebhaber oder so. Ja, Liebhaber oder so, ja. Das ist wohl vielleicht sogar über die Soldatensprache im Ersten Weltkrieg aus Österreich nach Bayern noch gelangt. Sagen wir, 40-50% der Dialektwörter sind wahrscheinlich regional verbreitet. Es ist einfach so, früher war die Beweglichkeit der Bevölkerung beschränkt. Man brauchte auf dem Land eine Genehmigung, um aus der Herrschaft wegzuziehen. Man brauchte oft sogar eine Genehmigung, um überhaupt umzuziehen, auch innerhalb der gleichen Herrschaft. Das führt dazu, dass die Leute andauernd mit den gleichen Nachbarn zusammenkommen und die Sprache gleicht sich ja aus. Gleiches Kirchspiel, immer gleiche Marktorte. Die Muttersau, die heißt in Bayern immer nach den Marktorten. Ich weiß nicht, wie die jetzt in Eggenfelden heißt. Nasch oder sowas ist so das Deggendorfer Marktwort für die Muttersau zum Beispiel. Oder da gibt es
Münchner, die sagen Los oder Los dazu. Los, ja. Oder Sauber. Ja. Na, der Sauber dürfte der Mann sein, schätze ich. Echt? Aber Los ist dann das sozusagen so. von den großen Saumärkten in München und Landshut, sozusagen, während Regensburg und Deggendorf eigene Wörter haben. Das sind oft so Landwirtschaft, sind Marktwörter. Und das breitet sich nicht aus, wenn man nicht mit allen zusammenkommt. Aber das ist, was weiß ich, typisches Beispiel vielleicht, der Niederbayer sagt eher Derndl, der Oberbayer eher Dirndl, was ich ob für Mädchen, was nicht, ob das für Eggenfelden stimmt. Es gibt natürlich umgekehrt, es sind einfach große Verkehrsräume, die, ja, wo der sprachliche Ausgleich innerhalb des Raums stattfindet. In der Oberpfalz heißt Moll, ne, oder im bayerischen Wort Mäsch. Das heißt, das kommt einfach so, weil die Leute nicht oft genug miteinander reden. Da tauschen sie sich nicht aus. Also mich würde eigentlich so interessieren, so gewisse Wörter, die wo man einfach bei uns benutzt, ob Sie vielleicht uns einfach erklären könnten, woher die jetzt halt eigentlich kommen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, haben Sie das? Ja. Zwerchsacker Beef. Wo waren wir da? Auf welcher Liste ist das? Das sagt man jetzt wirklich bei uns Also halt Zwerg- im Raum. Eckenfelden. Zwergsacker ist, glaube ich, ganz klar. Zwerg, das ist eigentlich die lautgerechte, aus dem alten Mittelhochdeutschen entwickelte Form von quer. Müsste eigentlich Zwerg rauskommen. Und Zwergsacker heißt eigentlich quer über einen Acker. Ja, Acker genau, ist ja ein das Feld. Ja. Und was ist Beef? Bin ich im Augenblick überfragt. Der Beef oder Beefy ist in der Regel ein Bifang. Aber das ist, man geht wahrscheinlich Zwergsacker Beef. Ja, das ist jetzt sozusagen einfach eine Abkürzung oder so querfeldein praktisch. So wie über Rix sagt man bei da. Also querfeld ein. Also man geht wahrscheinlich Zwergsacker auf einer, also Beef könnte ein Beefing sein. Beefing habe ich auch gesehen, oder Beefy ist auch dabei. Das ist ein Bifang, heißt in der Fachsprache, das ist eine einzige Linie auf dem Acker, Ach so. der hinübergeht, wo ein Ja. Pflug einmal die Acker umwendet. Ja. Die Pflüge früher waren relativ einfach, die haben eine Schar auf einer Seite und da entstand eine Vertiefung und eine Erhöhung und diese Erhöhung ist ein Beefing. Ja, aber es gibt auch Erdäpfel, diese. Ja, freilich, bei den Erdäpfeln macht man es noch mit den alten Häuferpflügen, ja. Ein Goch ist eigentlich ein Joch, ne, also J für G, wie Gauer sagt man auch für Jahr oft. Und ein Joch, das ist eine schwere Last auf den Schultern des Ochsen. So wie wir sagen, dass die Frau als Goch wohl eine schwere Last auf den Schultern des Ehemanns ist. Das ist wohl das Bild, das da dahinter steckt. Ja.